Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei alle Zeit mit euch. Gospod s vami. Bratje in sestre, dragi farani, dragi otroci, liebe Kinder des Kindergartens, liebe Brüder und Schwestern, liebe Sängerinnen und Sänger, liebe versammelte Pfarrgemeinde. Gott hat uns doch wieder einen schönen Tag geschenkt. Wir danken dafür, dass es nicht regnet heute. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserem Pfarrfest. Zum Erntedank Gottesdienst hier am letzten Sonntag im Monat September. Mein Gruß gilt euch allen und jeden Einzelnen von euch, besonders auch den Kindern. Ich begrüße auch unseren neuen Pastoralassistenten, der morgen seinen Dienst in unserer Pfarre antritt, Sašo Popial, und alle, die ihr gekommen seid. Prav prisrčno vas vse pozdravljam pri našem farnem prazniku ob zahvalni nedelji. Prav prisrčno dobrodošli vsi, ki ste prišli in napolnili našo cerkev ob njenem častitljivem jubileju 500-letnice obstoja. Lepo je, da ste prišli. Poseben pozdrav velja tudi našemu novemu pastoralnemu asistentu Sašu Popijal, ki bo zjutraj nastopil svojo službo v naši fari. Prisrčno dobrodošel in pozdravljen. Zu Beginn der Heiligen Messe
halten wir inne und bitten Gott um Vergebung unserer Schuld. Herr und Gott, die Erde hat uns wieder reich beschenkt. Alle Nahrungsmittel kommen aus deiner Schöpfung. Wir haben Essen im Überfluss und sind dabei noch unzufrieden. Andere hingegen hungern. Lass uns beim Genießen dankbar sein und mit den Nahrungsmitteln sorgsam umgehen. Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Naša farna crkva obhaja letos častitljiv jubilej 500-letnice obstoja. Stoji trdno kot skala, kot mesto na gori, na temelju, ki je Kristus. Mi naj bi bili v njej živi kamni. Bog, usmili se, usmili se. Bog, usmili se, Bog, usmili se. In unserem Leben finden viele zwischenmenschliche Begegnungen statt. Auch gibt es dabei Konflikte und Missverständnisse. Durch dich, Herr, ist es möglich, dass wir diese überwinden und dass Begegnungen uns Segen und Heil schenken. Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Jezus, naš mir, ti si prišel, da bi nam pokazal, kako lahko živimo v miru in slogi. Večkrat se vgnezdijo ljubosumnost, nemir in sovraštvo. Odpusti nam. Bog, usmili se, usmili se. Bog, usmili se, Bog, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gloria in excelsis Deo.
molimo. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Gott, unser Vater, du sorgst für deine Geschöpfe. Du hast den Menschen die Erde anvertraut. Wir danken dir heute für die Ernte dieses Jahres. Nähre damit unser irdisches Leben und gib uns immer das tägliche Brot, damit wir dich für deine Güte preisen und mit deinen Gaben den Notleidenden helfen. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzückung, die kein Ende nahm. 2 Männer aber waren im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Auch über sie war der Geist gekommen. Sie standen in der Liste, waren aber nicht zum Offenbarungszelt hinausgegangen. Sie gerieten im Lager in prophetische Verzückung. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm: Eldad und Medad sind im Lager in prophetische Verzückung geraten. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener des Mose gewesen war, das Wort und sagte: Mose, mein Herr, hindere sie daran. Doch Mose sagte zu ihm: Willst du dich für mich ereifern, wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr mit seinem Geist auf sie alle legen würde? Wort Gottes. Dank sei Gott. Berilo iz pisma apostola Jakoba. Bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogatstvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in juna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, ki so poželi vaša polja, kriči in klici žancev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu. Naslajali ste se in zredili svoja srca za dan klanja. Pravičnega ste obsodili in ubili, ni se vam upiral. To je Božja beseda.
In jener Zeit sagte Johannes, einer der 12, zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, dass jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt und nicht zu uns gehört. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen dieser Kleinen, der an mich glaubt, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dich deine Hand zum Bösen geleitet und verführt, dann hau sie ab. Denn es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit beiden Händen ins Verderben. Und wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Denn es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Pfarrgemeinde, Brüder und Schwestern im Glauben, dragi bratie in sestre. Ein schwieriges Evangelium, voll Gegensätze. Am Anfang weitherzig, tolerant, am Ende radikal, ja fast fanatisch streng. So harte Worte hören wir nur selten aus dem Mund Jesu. Wenn wir den Worten Jesu solchen Gegensätzen begegnen, dann heißt das, dass der Meister uns aufwecken möchte, aufrütteln. Um uns wach zu rütteln, greift er zu kräftigen Bildern, zu harten Worten, an denen wir nicht vorbeikommen können. Was uns selber an diesen Worten betrifft. Bleiben wir zunächst beim ersten Teil. Der erste Teil spricht von Offenheit, von Toleranz. Der zweite von dem, was unerträglich ist und daher bekämpft werden soll und bekämpft werden muss mit aller Kraft des Herzens und der Seele. Der gute Apostel Johannes, der Lieblingsjünger, regt sich darüber auf, dass da jemand im Namen Jesu Gutes getan hat. Ohne zu uns zu gehören, sagt er. Er ist nicht einer von uns, sondern irgendwer draußen, vielleicht sogar ein Ausgetretener, würden wir heute sagen, oder der fernsteht der Kirche. Er gehört nicht zu uns. Ohne mit uns zu gehen, ohne einer der Unsrigen zu sein, kann er doch nicht gute Werke tun. Oder soll er das nicht tun? Verbieten will er ihm, ihn daran zu hindern. Jesus tadelt eine solche Einstellung und lehnt sie ab. Das sollen seine Jünger, die Christen, auch wir heute nie vergessen. Es gibt auch außerhalb unseres Kreises und ihres Kreises der Christen viel, viel Gutes. Die Kirchengrenzen sind nicht die Grenzen Jesu. Die Pfarre soll offen sein für alle Menschen, die hier wohnen, für die, die jeden Sonntag herkommen und die mögen immer mehr werden, für die, die gelegentlich kommen, aber auch für die Fernstehenden, die vielleicht nur beim Begräbnis, bei der Taufe, bei der Hochzeit oder bei irgendeinem Ereignis dabei sind.
Wir wollen alle einladen. Auch die Ausgetretenen sind eingeladen, sich der Gemeinschaft der Kirche wieder anzuschließen. Denn überall geschieht Hilfsbereitschaft, überall geschieht Güte, überall wird Nächstenliebe sichtbar, auch außerhalb der engen Kirchengemeinschaft. Und wo immer Gutes getan wird, da sind Menschen Jesus nahe. Und das Motto unserer Diözese lautet im Jahr des Glaubens: mit Jesus Christus den Menschen nahe sein. Und wo immer Gutes getan wird, da ist auch Jesus mitten unter uns. Denn er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Selbst wenn ihr nur einem Durstigen ein Glas Wasser gereicht habt, wird euch Gott lohnen. Werdet ihr nicht um euren Lohn kommen. Wie viel Gutes geschieht hier bei uns, in der Pfarre, in der Gemeinde. Wie viele gute Menschen gibt es in der Pfarre? Wenn ich so in die Pfarre hineinschaue, sind es mindestens 100 Leute, die regelmäßig irgendwo dabei sind, irgendwo arbeiten, als Sänger am Chor und bei den Werktagsmessen, als Organistin, die vielen Messner und Messnerinnen in unseren Pfarren und Filialen, unserer Pfarre und in den Filialen, die vielen Kirchenkämmerer, denen ich dafür danke, die Frauenbewegung, der Pfarrgemeinderat, der sich einbringt in allen Bereichen der Pfarre, die Frauenrunde, slowenische und deutsche, die Legio Mariae, eine eifrige apostolische Gruppe in unserer Pfarre, die Gärtnerinnen, die Blumendekoration, die Hausmeister, die Kirchenreiniger, das Glockenservice, alles geschieht so selbstverständlich und so viel Gutes wird da getan. Wenn es diese 80 bis 100 Leute nicht gäbe, dann läge unsere Pfarre brach und wäre nicht so schön geschmückt und könnten wir nicht so ein Pfarrfest feiern wie heute. Ich danke diesen vielen, ohne alle namentlich zu nennen, die pastoralen Mitarbeiter, die bisherige Pastoralassistentin, die leider krankheitsbedingt in die Invaliditätspension gehen musste. Unser Neuer, der morgen seinen Dienst beginnt, allen für zurück und fürs Vornhinein ein Vergelt's Gott, vielen Menschen, die hier Gutes tun. Und jeder, der Gutes tut, ist Gott nahe. Denn die Güte und Menschenfreundlichkeit kommt von Gott selbst. Ich danke allen und bitte euch weiterhin so mitzutragen, mitzuwirken, damit wir eine große Familie, eine große Kirchengemeinschaft sind, wo die Kinder sich beheimatet fühlen, wo die Eltern mit ihren Kindern gerne herkommen, heute und sonst an den Sonntagen und Festtagen. Kommt gerne zu Jesus, er lädt uns ein. Denn wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Ich danke euch allen für das Kommen und bitte euch, kommt auch in Zukunft. Kommt immer wieder. Je mehr wir da sind, umso stärker ist diese Gemeinschaft. Umso stärker sind die Glieder und umso stärker ist die Kette, die alles zusammenhält. Und die Mitte ist Jesus Christus, hier am Altar. Das ist die Mitte. Das dürfen wir nie vergessen. Denn um Gutes tun zu können, brauchen wir seine Kraft, sein Sakrament, seine Hilfe. Ohne diese geht es nicht. Deshalb holen wir diese Kraft hier in der Mitte bei Jesus. Dragi brati in sestre. Najprej zahvala vsem, ki veliko dobrega storite v naši župniji. Nešteto vas je. Če se tako ozremo v župnijo, dobrih 100 ljudi, ki redno, dan na dan, teden za tednom, delajo v župniji, v Fari, za eno in drugo in brez vseh teh, brez vas vseh, ki vsako nedeljo za nedeljo prihajate k maši, bi naša Fara bila mrtvilo. Tako pa je poživljena. Prihajajte še bolj in učite se dobro delati v
Prite pase tudi hudobiji in zlu. In o tem govori drugi del današnjega evangelija. Upreti se je treba hudobiji, upreti se je treba zlu, pohujšanju. Huda in trda je beseda evangelija, kdo pohujša katerega teh mojih najmanjših. Zanj bi bilo bolje, da bi se mu obesil blinski kamen na vrat in bi se potopil v globino morja. Trda beseda. Ali če te roka pohujšuje, ali noga pohujšuje, ali oko pohujšuje, koliko je vsega tega, koliko delamo hudobije z rokami, da namesto dobrote delimo hudobijo in zlo, da namesto, da bi bila roka darežljiva, da z njo tepemo in udarjamo. Koliko poti, ne samo dobrih, naredimo s svojimi nogami, koliko krat nas noge popeljejo na stran pota, ki vodijo v hudobijo. Koliko slabega vidijo naše oči in skozi oči pride hudobija v naše srce in v našo dušo in iz tega izžareva hudobija in pohujšanje. Koliko hudobije vidimo danes v internetu, na televiziji, Facebooku, modernih medijih. Statistika pravi, da en otrok, ki je 10 let star, da je videl že 5000 umorov in ubojev na televiziji, na internetu, modernih medijih. Predstavljamo si to, kako mora en 10-letni otrok vse to prebaviti. In vse to pride od odraslih, pride od družbe. Zato varujmo naše otroke te hudobije, ki prihaja od zunaj. Varujmo jih pohujšanja in vsega zla, kao zaduši in omami njihovo dušo. Bodimo dobri, hvala vam vsem za vso dobroto, ki jim nam izkazujete in skupaj gradimo tudi v prihodnje naše farno občestvo, da bomo zmeraj bolj enotni, edini, vsi skupaj gradili našo farno skupnost in Božje kraljestvo. Amen. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des mächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In der Begegnung mit dem Auferstandenen ist aus dem Jüngerkreis Jesu die Kirche geworden. Sie ist bis heute die Gemeinschaft derer, die seine Botschaft verkünden und leben. Zu Jesus Christus, dem Ursprung und Fundament der Kirche, rufen wir. Gott, du rufst uns in deinen Dienst. Wir danken dir für alle, die besondere Verantwortung tragen in der Politik, Gesellschaft und Kirche unserer Stadt und Pfarrgemeinde. So durften wir bereits 500 Jahre christliche Gemeinschaft erleben. Stärke uns alle auch weiterhin mit deinem Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Macht haben und Verantwortung tragen, lass sie nicht vergessen, worauf es im Leben wirklich ankommt, dass der Mensch über dem Kapital stehen muss und das Ehrenamt durch sie entsprechend anerkannt und gefördert wird. Wir bitten dich, erhöre uns.
Molimo za našega škofa Alusa, vse duhovnike, diakone, pastoralne sodelavke in sodelavce, posebno za našega novega pastoralnega sodelavca Sašo Popijala, župnijske svetnike in vse častne sodelavce. Daj jim globoke vere, ki naj se v tem letu še bolj utrdi. Prosimo te, usliši nas. Jedem von uns hast du viele Fähigkeiten und Stärken geschenkt. Wir danken dir für all unsere Eigenschaften und Talente, sowie für alle Menschen, die sie gefördert haben, und bitten dich, bewahre uns davor, unsere Talente zu vergraben, und hilf uns, sie zum Wohl anderer einzusetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ob 500-letnici naše farne crkve se v hvaležnosti spominjamo vseh rajnih dušnih pastirjev, župnikov, kaplanov in mnogih prostovoljnih delavcev in delavk, cerkvenih pevcev, župnijskih svetnikov, mežnarjev in čehmoštrov. Podeli jim večno plačilo v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za tiste, ki imajo težave s cerkvijo in vidijo predvsem njene napake in slabosti. Daj jim spoznati, da je cerkve velika skupnost verujočih, skrinostno Kristusovo telo in vseobsegajoči sakrament sveta. Prosimo te, usliši nas. Das Jahresmotto unserer Diözese zum Jahr des Glaubens lautet: Mit Jesus Christus den Menschen nahe sein. Wir bitten dich um den Geist der Offenheit, der Gastfreundschaft, der Freundlichkeit, der Güte und der Liebe, dass in unserer Pfarrgemeinde viele auch Fernstehende leichter den Weg zu dir finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, die Natur wurde von den Menschen geschwächt. Hilf, dass sie sich wiederholen kann und wir weitere schöne Erntedankfeste feiern können. Wir bitten dich, erhöre uns. Vsi otroci naj bi doraščali v zdravi in neničeni Božji naravi. Pomagaj nam, da bomo ohranjali tudi za poznejše rodove otrok. Prosimo te, usliši nas. Herr Jesus Christus, deine Kirche ist eingebunden in den Wandel der Zeit und unsere Gemeinden verändern ihr Gesicht. Du überdauerst Zeit und Raum, bleibst in der Ewigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist der ewig eine. Trage uns durch alle Zeiten und Veränderungen, dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Sedaj sledi prinašanje darov. Ob darovanju od Marijinega oltarja različne vrste kruha bomo prinesli, ki naj simbolizirajo kruh življenja, našo vsakdanjo hrano in jed, s katero prinašamo svoje darove in s čimer se hranimo za življenje. Das Erntedankfest will uns daran erinnern, offener für Gott zu werden und auch offener für unsere Mitmenschen. Zeichen dafür kann etwas sein, was wir täglich haben und wofür wir am Erntedankfest in besonderer Weise danken: das Brot. Es gibt bei uns sehr viele Sorten von Brot. So verschieden wie das Brot sind auch die Menschen. Kot je različen kruh, tako različni so tudi ljudje, ki živijo v naši župniji. Ich bringe ein Roggenbrot. Es ist das Brot der Menschen, die hart arbeiten müssen. Es erinnert an die Frauen und Männer in der Welt, die sich nach Gerechtigkeit sehnen und dafür kämpfen müssen. Gott schenke uns Gerechtigkeit in der Welt.
unsere Gaben zu bringen. Prinašam prepečenec, to je kruh za bolne. Spominja nas na tiste, ki upajo na ozdravitev. Bog podari nam to, kar potrebujemo za ozdravitev. Prinašam nekvašeni kruh. Izraelci so ga pekli pred begom iz Egipta. Spominja nas na ljudi, ki bežijo, ki morajo zapustiti svojo domovino in živeti v tujini. Bog podari nam razumevanje za njih situacijo. Es ist das Brot, das in vielen Ländern gebacken und gegessen wird, in denen die Armut herrscht. Es erinnert uns daran, dass Gott nicht will, dass Menschen hungern müssen. Gott gibt uns die Fähigkeit zu teilen. gesagt hat, was ihr getan habt, einen von den Geringsten, das habt ihr mir getan. Gott gebe uns die Kraft, in seinen Sinnen zu handeln. Vsemogočni večni Bog blagoslovi in posveti te darove, prinešene kruhe in zelišča in darove današnje zahvalne nedelje. Bodi vedno z nami in nas blagoslavlja in nam daj dosti vsakdanjega kruha. Segne diese Brote, die Feldfrüchte und alle Gaben zum Erntedankfest, die wir heute hierher gebracht haben. Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
ako se mogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Herr unser Gott, segne die Früchte der Erde, die wir in Dankbarkeit darbringen. Heilige Brot und Wein für das Opfer und lass uns durch den Empfang deines Sakramentes Frucht bringen, die bleibt für das unvergängliche Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gospod z vami, višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti si ustvaril vse, kar je na svetu in določil tek in spremembe časov. Človeka si naredil po svoji podobi in mu zaupal vsa svoja čudovita dela, da bi v tvojem imenu vsem stvarem gospodoval in te zaradi tvojih veličastnih del vedno slavil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te tudi mi z vsemi angeli in svetniki hvalimo, slavimo in v veselem praznovanju nenehno pojemo. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende aller Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Wir danken dir für die Erntegaben dieses Jahres. Durch ihn, den du zu deiner Rechten im Himmel erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde.
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Scriu nostro vere, Tuoio, in Tuoio staie slavimo, doc lerne pride slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravu. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetimi Jeronimom, svetim apostolom Petrom in Pavlom, našima zavetnikoma Fare, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Benedikta, našega škofa Alojza, vse škofe, duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, tudi prošnje te družine, ki je danes na zahvalno nedeljo ob letošnji 500-letnici naše farne cerkve zbrana v hvaležnosti tukaj pred Teboj. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der heute hier zum Erntedank und Pfarrfest versammelten Gemeinde, heuer in diesem Jahr der 500-Jahr-Feier unserer Stadtpfarrkirche, in Dankbarkeit und Ehrerbietung für deine Wohltaten und Gaben, die wir von dir empfangen. Spomni se tudi naših rajnih, ki se jih pri tej daritvi posebej spominjam, in jih sprejmi k sebi v večno življenje. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Ko boš obudil iz zemlje telesa umrlih in boš naše bolno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Tedaj boš obrisal vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, sehr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Hoffnung und Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. In je daj mir in edinost, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Reichen wir einander die Hand zum Zeichen des Friedens. Podajmo si roke v znamenje miru in sprave. Seht an das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gospod, nisem reden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na jagnjetovo gostijo. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
werden wir alle satt. Du schenkst dem Menschen Brot von der Erde und Wein, der sein Herz erfreut. Kdo pokuša katerega izmed teh mojih najmanjših, bi bilo bolje, da bi se mu omesil blinski kamen na vrat in bi se potopil v globino morja. Lasset uns beten. Herr, in dieser heiligen Feier haben wir für die Ernte dieses Jahres gedankt und für die 500-jährige Geschichte unserer Pfarrkirche. Schenke uns als Frucht dieses Opfers die ewigen Güter, welche die Erde nicht geben kann. Dobri Bog, po skrivnostih svojega Sina nam prenovi dušo in telo. Zahvaljujemo se ti ob tej zahvalni nedelji ob farnem prazniku, oznanjamo Kristusovo smrt in z njim trpimo, naj postanemo deležni tudi njegove slave, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Hvala vam vsem za praznovanje, danke für das Mitfeiern. Ich lade euch alle nun hinunter zum Pfarrfest. Es ist auch ein Zelt hergerichtet, aber es wird jetzt ohnehin nicht regnen. Der Regen kommt erst irgendwann später. Kommt alle hinunter. Prisrčno vas vabim na farni praznik, da se skupno poveselimo, da doživimo našo farno skupnost in se Bogu zahvalimo za vse prijete dobrote. Izprosimo si Božji blagoslov in Božje varstvo. Wir bitten uns den Segen und dann folgt das Schlusslied, Lobe den Herrn, hvali Gospoda. Der Herr sei mit euch. Gospod z vami. Es segne und behüte euch alle, der dreieinige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin und bringt Frieden. Voidite huamir.